Und da sind wir auch schon zurück in Skellige, hier bei The Witcher 3 Wild Hunt, also zumindest auf Art Skellig war also die Hauptinsel. Dann Skellig, ich komme noch nicht ganz mit, aber ist ja auch egal. Wir wollen erst mal Grimms Werkstatt noch finden und dann gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann er uns echt noch weiterhelfen, mir fehlen, wie gesagt. Naja, dankeschön. Mir fehlen da echt noch ein paar Dinge bezüglich halt vor allem, davon ist bereits. Also Alchemie halt ein paar Zutaten, da sowieso ein paar Rezepte, vor allem für Grundstoffe und so weiter, so eine Grundbasis. Kann uns ja vielleicht helfen. Du wirst ja nicht jünger, Grimes. Hä? Ich bin keine Forelle, die zum Leichen schwimmen muss. Ich tue und lasse, was mir passt. Und jetzt lass mich in Ruhe. Wundermann, Frucht. Ich will mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Hau ab, du störst mich. Entschuldige, es geht leider nicht. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Bin ich aber nicht. Und werde ich auch nie sein. Ich bin Druide geworden, um anderen aus dem Weg zu gehen. Um nicht immer lächeln zu müssen. Um kein Mitgefühl vorspielen zu müssen, wenn mich das Leiden der anderen weniger als ein paar Birkenzapfen interessiert. Also sage ich dir klipp und klar. Geh mir aus den Augen, bevor sie dir, von was auch immer, geraubt werden. Das ist ja ein richtiger Sonnenschein. Ich möchte, dass du dein Wissen mit mir teilst, mir alles über die Alchemie beibringst. Du? Mein Lehrling? Das ist absurd. Wenn du schon dabei bist, warum fragst du nicht Udal Rekapa Spikarok mit dir teilen will? Ich meine es ernst. Wirklich? Dass ich nicht lache. Ich habe mein ganzes Leben der Alchemie verschrieben. Ich habe Tage und Nächte mit Destillierkolben verbracht. Bin fast an Dämpfen erstickt. Hab meine Haut mit Säure verätzt. Wenn du also denkst, dass ich dir verrate, was ich durch jahrelange harte Arbeit gelernt habe, irrst du dich. Sehr sogar. Ganz schön harter Brocken. Ich werde dir ein guter Schüler sein. Das bezweifle ich. Du verstehst ja nicht mal, dass ich dich hier nicht haben will. Allerdings bereite ich gerade ein schwieriges Ritual vor, deshalb könnte ich Hilfe gebrauchen. Selbst deine. Wenn du 3 Dinge für mich tust, nehme ich dich als Lehrling auf. Sieh mal einer an. Es gibt also doch einen Weg. Komm runter von deinem hohen Ross und hör zu. Erstens musst du mir Gauchheil aus dem Moorskogenwald bringen. Zweitens brauche ich eine Flasche Alkohol aus der alten Destillerie vom Hagelhügel. Und drittens musst du Fridtjof überzeugen, mir beim Ritual zu helfen. Er ist wie ich Druide. Du findest ihn in der Nähe von Blandare. Ich glaube, er ist wegen einer Einfuhrsache dort. Und? Hilfst du mir? Na, aber sowas von. Gauchheil. Soviel ich weiß, wird er in der Alchemie nicht gebraucht, außer... Da will das Ei wieder klüger sein als die Henne. Das ist kein gewöhnlicher Gauchheil, sondern einer aus dem Moorskogenwald. Wenn an den Gerüchten was dran ist, wacht dort eine Kreatur eifersüchtig über alle Kräuter. Eine Waldkreatur, die eifersüchtig Geheimnisse hütet? Kommt mir bekannt vor. Alkohol? Wofür brauchst du den? Wie du als zukünftiger Lehrling wissen solltest, ist Alkohol die Grundlage für alle Tränke. Guter Alkohol bedeutet gute Tränke. Dieser Alkohol ist unvergleichbar. Seine Stärke, sein Aroma. Ach. Leider ist die Destillerie auf dem Hagelhügel verfallen. Seitdem fehlt uns der Nachschub. Aber dir wird schon was einfallen, oder? Du bist so zuversichtlich. Jo, denke schon. Dieser Fridtjof, wer ist das? Ein Veda-Marker. Hm? Du kennst das Wort nicht? Und ich habe versprochen, dich zu meinem Lehrling zu machen? Ein Veda-Marker ist ein Druide, der das Wetter beeinflusst. Er kann einen Sturm beenden, es hageln lassen, Feinde mit Blitzen in Asche verwandeln. Du solltest lieber höflich zu ihm sein, wenn dir dein Leben lieb ist. Den könnten wir noch gut gegen die wilde Jagd gebrauchen. Na schön, ich helfe dir.
Aber dieses Ritual, worum geht es da? Wenn du mein Lehrling sein willst, darfst du keine Fragen stellen. Ich entscheide, was ich dir sage und wann du was zu tun hast. Jetzt geh, bevor ich noch meine Meinung ändere. Kommt mir vor wie ein alter Lehrmeister, aber egal. Gut, Leute, die Quest hat mir auch. Mir fällt mal so auf, wir haben jetzt irgendwie Meister für Alchemie. Wir haben jetzt irgendwie auch 1, 2 Meister, also sprich einen für Schwertschmiedekunst, einen anderen noch für Rüstungen, also sprich sie. Interessant, ich frage mich, ob das bereits alle Meister in diesem Sinne waren. Also sprich, wenn man die 3 halt hat, dann kann man mehr Rüstungen und so weiter machen, alles geil. Den Rest brauchen wir gar nicht mehr und können dann eigentlich durch den Rest des Spiels irgendwie, ja, durchmarschieren, halt, weil man so krass drauf ist. Mein Telefon klingelt gerade an, schlecht, aber gut, das hier zum Glück nicht, das ist weit, weit weg. Die Tür ist ja zu, ja. Ne, okay, trotzdem will man sagen, das ist ganz nett und so weiter. Aber braucht es für die Hauptquest momentan auch nicht, das können wir dann später machen. Auch hier seht ihr Stufe 24 hier empfohlen, oder? Aber das hier ist halt Stufe 22, Also gehen wir doch der Quest wieder nach. Wenn zumindest mal einiges hier erfahren und so weiter, das ist ja auch ganz schön. Ich habe gerade eine Frage, haben wir die Markierung hier aktiviert oder war das, oder war der Eingang, war? Der doof. Dann gehe ich halt schnell zu einem Reisepunkt und soll noch ganz kurz, wie gesagt, ups, noch so eine Höhle, verdammt, die sind hier überall verteilt. Die Blumen sind heuer spät. Naja, die Blumen. So, von da aus, das passt ja perfekt. Wo war hier in der Nähe ein Barbier, also der mir halt die Frisur machen könnte? Ja, muss erstmal einen finden, wa? Scheinbar hat sie gar keinen WTF. Hey, hat doch jeden Skellige jetzt meine Frisur machen lassen. Das schmeckt jetzt total. Da wäre mir jetzt was anderes. Ja, okay, haben wir geirrt. Gut, gehen wir halt unrasiert. Ich dachte, wir seien noch ganz höflich und so weiter, aber geht ja auch so. Suchst nicht zufällig Arbeit? Nö, Mann. Andere vielleicht schon. Schlechtes Wetter gibt es. Kein Bock drauf. Ich will jetzt zu Ciri. Verflixt nochmal, wenn schon. Obwohl, so, wenn ich schon wieder unterbreche, Leute, wenn ich schon mal dabei bin. Nein, da oben ist aber gut. Wir gehen ganz kurz hier zurück. Ah, verdammt. Mein Fehler. Geralt, der Riesenschlechter. Ja, du mich auch. Wir können ganz kurz von meiner Rüstung nochmal reparieren lassen. Ein bisschen verstärken und so. Man weiß nie, was da passiert. Und, schon wieder der. Nee, Mann, ich weiß, es ist Arbeitsmangel, was auch immer, aber das ist ein bisschen doof. Wo habe ich hier einen, der... Der ist Rüstungsschmied, sind hier schon Schleifstein alles. Es müsste doch auch ein Schmied hier sein. Wäre doch eigentlich gar nicht so unlogisch. Ja, ganz schön sauer auf uns immer noch. Ja gut, Yen ist ein Thema für sich, aber wir waren doch einfach ganz cool mit euch bisher immer. Also ich weiß gar nicht, wieso ihr jetzt so sauer seid. Ich hab euch alle lieb. Man kann jetzt selig. Waffenschmied. Jo, der bin ich. Ich würde mir So, brauchen wir nicht. Ein bisschen mehr Platz. Dann bitte, nee, nicht zerlegen. Kannst du bitte mal reparieren. Dankeschön. Alles, wenn es geht. Ja, wieso nicht? Ist nicht so viel. Zack, Dankeschön. Bis dann. See you later, Alligator. Auf die falsche Seite. Mann! Das Spiel verarscht mich hier doch. So, Waffen verbessert. Dann bitte will ich noch die Rüstung verbessern. Dankeschön. Jetzt können wir endlich zu Ciri. Sorry Leute, dass es ein bisschen gedauert hat. Wir haben Freya zu danken, dass sie dich geschickt hat. Ja, die anderen wollen mich gerade verfluchen und irgendwie aufhängen und so weiter. Vermutlich noch ausweiden. Weil ich den Garten gekillt habe. Wobei eigentlich war es ja Yen, aber ein anderes Thema. So. Hi Hexer, suchst du Arbeit? Was ist aus diesen netten Kerlen von Farmer geworden?
ist denn der komische Kauz? So, zum Glück ein anderer. Gut, Freunde. Jetzt also geht's los. Sparen ganz kurz und dann ab zu den Nebelinseln. Gespannt. Was uns hier alles noch erwartet. Was war das gerade, Geralt? Oh nein, schon wieder. Hat schon mal so ein Boot, das irgendwie verbuggt war. Mann, das ist doch... Versuch's mal so. Ja, jetzt kommt er weg, gut. Gott sei Dank, ey. Was ist denn los ist hier mit diesen Bugs? Weil es nicht mal, oh ne, gehen jetzt voraus, muss erst wenden und so weiter. Reise zur Nebelinsel. Oh, das kann lange dauern. Hübsche Wahl, geil. Könnte irgendwie unser Feind sein, mussten noch schlachten oder so. Wäre nicht so sinnvoll. Geralt, der Wahlenschlechter. Nehme es doch lieber mit einem Riesen oder mit einem Zyklopen auf. Damit keiner der Stufe 30 ist, ja. So, Moment mal, meine Nase juckt gerade. Ja. Immer, wenn ich aufnehme, juckt meine Nase. Ich frage mich, wieso und warum dauert das so lange? Ich dachte, Avallac'h hätte gesagt, Nebelinseln wären überall und nirgendwo im Sinne von durch Raum und Zeitreisen, also einfach zack, Kugel einsetzen, fertig. Weil man muss das Teil eigentlich einsetzen, also jetzt gar nicht angeguckt. Ne, das war glaube ich nicht wahr. Ne, nutzen die kann ich es auch nicht, dann wäre es ja hier drunter irgendwo. Das Ei des Kolumbus! Scheinbar nicht. Okay, wir sehen einfach mal, das ist eine ungefähr Richtungsangabe, aber trotzdem 2000 Fuß noch. Ja, leck mich doch fett. Geht's auch ein bisschen schneller vielleicht? Toll, hätte direkt hier hingehen können, hier am Boot nehmen. Ja. Oh, verdammt, hier ist sowieso wieder so ein dämlicher Ort. Okay, Leute. Ja, geh wieder zurück, so, aber das ist auch mal zu lange. Verdammt, TV war es irgendwie so, ja, der Boot nehmen, kommst du locker hin. Das ist totaler Quatsch. Wo ist das Viech jetzt wieder? Egal. Ja, so ein paar Schnellreise dorthin, geht es wenigstens ein bisschen hurtiger. Weil sonst, ganz ehrlich, bis ich mal da bin, ist Ciri eh schon da weg. Also, zumindest wäre es fast schon logisch. Ich frage mich sowieso, wieso reise ich eigentlich mit so einem scheiß Segelboot, nicht mit einem großen Schiff oder so etwas? Das wäre mal geil. Na, vielleicht kommt das ja noch. Wir haben bereits Folge 88 und wer weiß, vielleicht haben wir bereits bei Folge 90, dass wir Ciri treffen. Oder wann auch immer es denn sein wird. Hätte den eigentlich noch rammen können, war. Egal. Achtung! Gewöhnlicher Leute. Ja, Brut ist im Arsch. Also nicht direkt im Arsch, aber... Begib dich auf die Nebelinsel. Ja, werden wir auch, aber vorher... Nilfgaardische Hunde, die kommen sowieso nie aufs Gellige. Im Wald etwas hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt. Nur lauter. Müsst ihr sofort... So. Ich hoffe, das klappt auch mit den Booten da. Wäre sonst ein bisschen sehr viel, wenn das nicht gehen würde.
Ja, ich habe natürlich direkt auf das perfekte Boot gesetzt. Jetzt zeigen mir mehrere Boote an, wa? Und ganz ehrlich, wieso soll ich die Boote nehmen? Die anderen gehen doch auch. Ich versuch's einfach mal, wa? Vielleicht klappt's ja wirklich. Also Geralt, das war sowas von unstylisch. So, seht ihr, geht doch. Ja, die Sirenen müssen hier noch irgendwo sein und die gehen mir gerade am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Na, da oben sind sie schon. Da folgt mir auch schon eine. Wo ist sie? Ich höre sie zwar, aber... Okay, da weg, gut. Da ist sie unter mir? Nee. Sah bloß gerade so aus. Oh, jetzt überall Hindernisse, hey. Der muss ich wohl dort unten durch, wa? Scheint fast so. Skellige und Weg. Ja, waren wir auch schon. Tut auf dem Turm noch nichts. Was da doch gibt, hey. Das finden wir vielleicht auch noch raus. Schnarch. Eine Schiffsfahrt, die ist lustig, aber eine Bootsfahrt, die ist tödlich. Vor allem mit mir am Steuer. Okay, wir haben bereits Nebel. Hey, das ist eine Nebelinsel, brauchst bloß Nebel, okay. Achtung, da hat es einen Fels gerade vorne. Ja, gut, ein bisschen daneben. So, schon besser. Und dann mal gucken, jetzt direkt geradeaus. Nicht mehr lange, Freunde, nicht mehr lange. Du näherst dich einen zentralen Punkt des Spielgeschehens und sollst das Spiel jetzt manuell speichern. Okay, machen wir. Zum ersten Mal, dass er das sagt, wa? Nach 3 so Nebeninseln sind manche Nebenquests nicht mehr verfügbar im vollen Charakterstufe, sondern sonst wieder höher. Gut, also jetzt mal angenommen, dass jetzt die bereits angefangen haben, bezüglich Alchemie und nach dem Schwertmeister, also Schwertschmiedemeister natürlich, wenn die nachher nicht mehr verfügbar sein sollten, weiß ich natürlich nicht, aber das könnte ja sein, theoretisch, dann kann ich sagen, ich habe ältere Spielstände, dann mache ich die einfach, mache die trotzdem nachher nochmal, also sprich, lade einfach die alten Spielstände nochmal, dann machen wir die gemeinsam. Den Rest nochmal, Nebelinsel, Scheppen und so weiter, den mache ich dann offscreen, also das ist kein Problem, Leute, ganz ehrlich. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Mhm. Und das sind wir wohl. Die Nebelinsel, folgende wir machen natürlich.
Jetzt, sind wir bestimmte Quests nicht mehr da? Nö, sind sie noch alle da. Das ging vermutlich vor allem deswegen, es gibt noch, ich glaube hier ist eine weg, war den Hexaufträgen. Sind noch alle da. Ne, es geht vor allem darum, wir hatten ja vorhin noch die Quest bezüglich halt Waffenbrüder und so weiter. Ich glaube, wenn wir die nicht alle gemacht hätten, wären die jetzt weg. Aber haben wir ja. Wobei, eine hat uns da irgendwie gefehlt, und sprich Waffenbrüder wählen. Wobei wir haben Kira bereits, ja, kann man eigentlich so sagen, bereits überzeugt, nach Kermo hin zu reisen. Aber es gibt scheinbar noch einen Charakter, glaube ich, irgendwie Largo oder so, oder Lergo, so heißt der. Aber den kennen wir halt noch aus Witcher 2 und hat mit dem Spielstand von Witcher 2 zu tun, weil ich das nicht gezockt habe. Ist irgendwie ein bisschen verrückt, dass das Ganze läuft, aber ja. Der hätte irgendwie anders helfen müssen, keine Ahnung. Naja. Wow! Schön, dass sie mir was abbeißt. Was? Nein, so... Mann, Geralt, du sollst wenden. Mann, Geralt, wend doch endlich mal. Was machst du da? Mann, Alter! Toll, darf nicht steuern. Mann, ich kann jetzt hier drauf nicht fighten, das geht nicht. Das können vielleicht schon, aber will nicht. So, weg hier. Das Boot muss nur auf dem Hinweg reichen, weil zurück kann ich nachher mit Ciri. Also ich hoffe zumindest, dass uns nachher teleportieren kann. Ich weiß, Geralt mag es nicht, aber wow! Scheiß Viecher, ey. Komm nur an Lande, dann mach ich platt. Oh oh. Ja, wieso nicht ein kurzes Bar? Kann nie schaden. Wow. War da plötzlich eine Hintergrundkulisse. Hat alles abgestorben hier. Was ist das ein Teil? Was? Level 0 stand da gerade. So. Kein Bock mehr auf den. Wir können weiter. Überall feindliche Monster. Hierhin hat die Ciri geschickt. Das war ja sehr clever. Oh, wir scheinen schon da zu sein, Freunde. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Jo, das machen wir auch, aber ich glaube, das wäre doch besser geeignet für die nächste Folge hier bei Witcher 3 Wild Hunt. Weil, gut, ich meine, der Cliffhanger ist ein bisschen fies und so, weil doch ein bisschen früh vor beide Folgen. Allerdings schon über 20 Minuten, also hallo, kann ich immer 30 Minuten Folge machen. Und von dem her... Nicht gerade groß die Insel war, wo muss sie auch nicht, es gibt sowieso keine Orte-Macht und so weiter. Also ein Kunde interessant in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Geralt und hoffentlich Ciri. Bis dahin, ciao zusammen.